Servus Leute, was geht ab? Da ist euer Sumo King und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute geht es um das Thema, es ist bei jedes Jahr einfach, es ist Ende der Motorradsaison. Ich will heute meinen letzten Motovlog machen, also nicht allgemein meinen letzten, sondern einfach nur für dieses Jahr. Es ist traurig, aber es ist wahr und ich kann leider nichts dagegen machen, weil ich darf schön noch im Oktober jetzt fahren und ab 1. November ist von mir vorbei, weil einfach, ja, manche Leute haben zwar bis November auch noch zum Fahren, aber das ist mir ganz gefährlich und ich werde mein KTM zum Ölwechseln jetzt dann bringen und mein KTM muss jetzt auch das Problem, sie braucht ein bisschen viel Öl und jetzt habe ich die Befürchtung, dass der Ölabstreifring um einen Kolben herum, dass der Risse hat. Und jetzt habe ich Angst ein bisschen zum Fahren, aber es ist leider schon Ende Oktober, also sie hat es gut überstanden und jetzt werden wir mein KTM zlegen. Ich will euch natürlich ein paar Videos machen, ich will auf dem Laufenden halten, was jetzt los ist, was wir gerade machen und wo es fällt. Und ja, ich wollte einfach nur noch sagen, Leute, danke, dass wir mir jetzt auf die paar Monate, beziehungsweise auf die paar, jetzt ist mir was ins Auge rein. Es ist immer wieder dasselbe, weil ich einfach mein grosses Brüllen nicht runter da und dann darf man einfach immer wieder was ins Auge rein. Aber ich mag einfach das, wenn mich zu anblendet und einfach das Sommerfeeling, den restlichen Sommer noch genießen. Und ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich wollte einfach nur sagen, danke, dass wir auf die kurze Zeit so viele Abonnenten aufgebaut haben, dass wir, wie gesagt, meiner Meinung nach, es ist wirklich schön, es freut mich einfach, dass meine Abonnentenzahl langsam wächst und nächstes Jahr, ich gebe euch mein Wort, nächstes Jahr wird es abgehen. Nächstes Jahr wird es abgehen, wenn die Saison startet, ab 1. April. Ab 1. April bin ich wieder unterwegs, ab dann werde ich wieder Motovlogs dran und ab dann will ich das ganze Jahr Motovlogs durchziehen. Ich will Reels machen, ich will euch meine Ausflugsziele zeigen, was ich mache. Ich will euch einfach mitnehmen und zeigen, dass man auch, wenn man langsam fährt, anders der Gaudi haben kann. Ich will mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr freuen, wo es da wieder alles ansteht, wo es mal wieder erleben werden, wo es mal für geile Motovlogs machen. Ich habe das eigentlich zu 90% eigentlich nur aus Spaß angefangen mit den Motovlogs, weil es mir einfach schon immer gefällt, Videos zum Schneiden und Videos zum Bearbeiten. Aber dass das, ja, ich weiß, ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich habe noch nicht die perfekten Videos, beziehungsweise mit der Audioqualität und mit der Lautstärke und wo ich echt nicht verstehe, warum dass manche einfach die Videos nicht anschauen können, beziehungsweise einfach keinen Ton haben, das verstehe ich nicht. Weil bei mir haut es hier und egal wo ich es anschaue, es haut hier. Ich verstehe nicht, warum das manche einfach keinen Ton haben. Da würde ich mir auf jeden Fall dahinter sitzen. Ich will schauen vielleicht, dass ich nächstes Jahr noch ein paar andere Blickwinkel machen will, weil zuerst habe ich ja dort mein GoPro gehabt. Da habe ich es ja schon mal versucht gehabt, aber leider hat es nicht hingehauen. Ich habe dann, das war echt lustig, ich bin gefahren, habe so mein GoPro dran gehabt, habe gefilmt. Dann denke ich mir so, warum wackelt denn das so? Dann habe ich mein GoPro aber da, habe ich quasi noch die Halterung von der GoPro dran gehabt und mittendrin habe ich es verloren. Mittendrin ist es einfach abgebrochen, weil die Vibration da einfach so stark war, dass es einfach locker vibriert und dass dann einfach abgebrochen ist. Ich habe mal Glück gehabt, dass ich mein GoPro nicht verloren habe. Und ja, also ich muss echt sagen, zum Abschluss einfach nur für die Saison, es war wirklich ein schönes Jahr. Auch wenn ich spät angefangen habe mit Motovlogs, ich habe zwar extrem viel Videomaterial und ich versuche wirklich, dass ich regelmäßig was auffülle und dass ich Reels raushaue, dass ich einfach irgendwas kommentiere von den Videos, was wir gerade machen. Ich will mir irgendwas einfallen lassen, auf jeden Fall jetzt nicht auf den Trockenen sitzen bleiben. Und ja, weil mir das einfach so Spaß macht, da kommt der Auto, aber der kriegt so dahin das Geld noch. Oh Mann, ich vermisse jetzt schon zum Fahren. Oh, ich hasse Winter. Jeder Motorradfahrer hasst einfach den Moment, wenn einfach einer der letzten Tage ist, wo man fahren darf. Und du denkst einfach nur so, ja, super, jetzt mal wieder bis zum März oder bis zum April warten, bis ich wieder fahren darf.
und dann kickt einfach die Winterdepression. Es ist jedes Jahr dasselbe, dass einfach mal Winterdepression kickt. Weißt du, wenn so Dezember, Januar ist, ja, da geht's, weil da ist kalt, da habe ich keinen Bock auszugehen. Da ist selbstverständlich, dass es keinen Spaß macht zum Fahren. Aber sobald es dann so Februar, März so geht, was dann wieder einigermaßen die ersten schönen Sonntage kommen, was einfach mal nicht minus 15.000 Grad hat und schneit und was weiß ich was. Jetzt hat man wieder, jetzt mal wirklich meine Brille wieder, weil sonst bereue ich es noch. Sobald die ersten schönen Sonntage kommen, wird es immer schlimmer und du denkst einfach nur jeden Tag, ich will fahren, ich will fahren, ich will fahren. Ich muss wirklich schauen, wenn ich mein KTM wieder zusammengebaut habe, meine gute KTM, und wenn wieder alles passt, dann schaue ich, dass ich mein KTM in meine Wohnung einbringe und vielleicht so Weihnachten zum Beispiel, weißt, Christbäume kaufen, wo es was an ich stelle einfach mein KTM hin, wenn es funktioniert. Ich betone, wenn es funktioniert, stelle mein KTM hin und habe einfach so richtig schöne Weihnachtsbeleuchtung um. Und dann wird es auf jeden Fall, wenn es hinhaut, so wenn mir das vorstellt, dann wird es auf jeden Fall Videos sehen, weil auf das freue ich mich eigentlich schon am meisten. Oh Mann, ich will es einfach so vermissen, andere Motorradfahrer zum Grüßen, einfach zum Wissen, die, wo sie jetzt Motorrad fahren, die haben genauso Spaß, die wissen, warum das fahren. Oh Mann, und was treibe ich dann wieder den ganzen Winter? Ja, das ist das nächste, was treibe ich den ganzen Winter? Ich versuche Videos zum Schneiden, ich gehe in die Arbeit, ist eh klar. Jetzt mal blinken. Ja, vielleicht das mit dem Blinken. Das ist mal jetzt gut unser oh, was ist denn jetzt los? Sprachfehler wieder anders. Ne? Ich muss echt schauen, weil mein Blinker spinnt ab und zu. Jetzt geht er, aber ab und zu geht er einfach nicht. Und da ist das Kabel locker. Da muss ich echt schauen, dass ich das wieder hinbringe, weil ab und zu geht er, ab und zu geht er nicht. Weißt du, biegst ab, blinkst, er funktioniert. Schaust an mich nicht hin, wer was geht er. Aber das sind alles so Sachen, da ist jetzt den ganzen Winter Zeit. Oh Mann, es wird echt wieder schlimm werden. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, egal wo es ist, wir haben ja eh schon viel Leute geschrieben, wo sie für KTM haben, wie schnell das geht, wo ist eine gute 125er. Ich schreibe euch gern zurück. Ich schreibe euch gern zurück. Ich habe bis jetzt jeden zurückgeschrieben, der was mir geschrieben hat, und habe jedem meine Meinung gesagt. Also wie gesagt, das ist alles meine Meinung mit 125er und bla 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 und mit Auspuff und was weiß ich was. Das ist alles meine Meinung. Es ist wirklich traurig, dass das jetzt schon so weit ist, dass einfach Oktober ist und dass ich einfach jetzt dann nicht mehr fahren will und dass das einfach mein letzter Motovlog ist für die Saison. Aber leider, seid ihr traurig. Das nächste Jahr geht es weiter, nächstes Jahr kommt wieder Sommer und ich hoffe, dass nächstes Jahr ein schönes Wetter hat. Weil dieses Jahr war teilweise echt kacke, es ist der Wind gegangen, es war kalt wie Sau. Dann hat es wieder 5 Wochen lang geregnet. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr schöner wird. Da vorne gehen wir jetzt ein paar geile Kurven, die nehme ich mit. Ich habe richtig Lust zum Kurvenballern, schauen, dass gerade Dreck drin ist. Fuß aus, weil es auf einer Supermotor kehrt und einen Kurven. Oh, schön. Ich werde, also bloß so zur Info, ich werde an nächstes Jahr meinen großen Anschein machen. Ja, jetzt werden wahrscheinlich viel schockiert sein, dass ich meine noch gedrosselt fahre, aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall meine offen machen. Und dann halt sie mit einer offenen KTM umeinander. Weil stellenweise ist es echt nervig, wenn du überholen willst, dann irgendwann ist einfach Ende und das nervt einfach. Ja Leute, ich will mich jetzt noch richtig schön verabschieden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Jahr, Leute. Genießt es wieder einfach noch. Und wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr. Und ich darf mir auf jeden Fall auf ein Abo und auf ein Like freuen, dass ich weiß, dass nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Und ja Leute, das war's jetzt leider von mir. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns nächstes Jahr im April. Ich wünsche euch was. Adios, Servus, euer Sumo King.